Wir waren jetzt alle ganz, ganz stark gewesen. Es ist nämlich etwas Schreckliches passiert. Ich finde gerade keine Worte dafür. Der arme Christoph. Und der wurde das Haus. Care-Teams kümmern sich jetzt um die SVPler und sollte jemand von euch betroffen sein, es ist eine Hotline eingerichtet worden. Aber am meisten leid tut mir der Toni Brunner. Der musste das Ganze mit anschauen und wird jetzt vom Psychologen betreut. Es war fürchterlich, wie es aussieht. Auch grosser Blutverlust. His nose is absolutely... Look at that! Aber jetzt mal im Ernst. Wie fällt man auf die Nase, ohne mit der Hand das Gesicht zu schützen? Obwohl, der Christoph Bloch ist nicht gerade bekannt dafür, einen sicheren Stand zu haben. Das Jahr wieder letzte. Ui, Jesus Gott! Und als wäre das nicht schon genug News, hat sich aus dieser Geschichte noch eine richtige Krimi ergeben. Und das alles mit meinen Steuern! Stellt sich jetzt natürlich die Frage. Wer soll das bezahlen? Du? Schluss mit Versteckis. Dominik Rinderknecht und Tammy Klauser sind jetzt ganz offiziell Medienschlappen. Tammy nochmal! Versteht ihr? Tammy Klauser. Tammy ist auch gut. Aber wie ist das nochmal gesehen vor 4 Monaten? Das ist auch der Grund, warum wir jetzt uns in nächster Zeit sicher mal nicht werden in einem Interview melden. Ja, ich merke es richtig, wie ihr euch nicht meldet. Und jetzt eben noch schnell 15 Bilder aus New York und ein kleines Exklusivinterview für die Essie. So eine Liebe ist ja auch etwas Privates und geht nur alle etwas an. Aber warum macht man so etwas? Hat jemand kein Geld für das Flugticket nach New York und hat sich es von der Essie zahlen lassen? Hm? Dominik? Nach so kurzer Zeit schon oben ohne im Pool. Jetzt müssen wir aber die Pace hochhalten. Also in 2 Monaten unten ohne in der Küche, in 4 Monaten ganz nackt in der Wäschküche und in 6 Monaten als grosses Finale das erste Schweizer Sextape. Natürlich ganz privat auf Snapchat, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram und natürlich auch die Glückspost. Und dann ist natürlich noch das passiert. Tragisch. All die Teller, Möbel, Bilder und Lampen, die fast runtergefallen sind. Nein, im Ernst. Das Baby hat wirklich ganz schlimme Schäden verursacht. Habt ihr gesehen? Nicht 1, sondern 2 Fötterchen am Boden. Und nicht eine, sondern 2 Rosen am Boden. Sieht aus wie ein ganz schlimmer Streit nach einer Bachelorfolge. Aber andere hat es noch schlimmer verwünscht. Achtung, nichts für schwache Nerven. Die Lampen haben gewackelt! Das Erdbeben war so schlimm, der Roland Emmerich möchte es verfilmen. Oh Gott, ich dachte, es gibt ein Nachbeben. Jedenfalls wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Solidaritätsbekundungen auf Facebook. Okay, ich gebe es zu. Ich mache jetzt zwar Witze, aber für einen Mensch hat das Erdbeben wirklich schlimme Folgen gehabt. Das Jahr wieder letzte. Ui, Jesus Gott!